Vielen Dank. Ich schaffe mir hier noch ein bisschen Platz. Ein kluger Mann hat mal geschrieben: Mehr als auf alles andere gib Acht auf dein Herz, denn aus ihm strömt das Leben. Hängt vielleicht bei dir im Kühlschrank, hast du vielleicht schon mal gelesen? Was für eine wichtige Aussage. Ich glaube, wir können so viel für unsere Gesundheit tun, wir können so viel für unseren Körper tun, für unsere ganze Situation, dass wir auch fürs Alter gut aufgestellt sind, dass wir beruflich uns weiterentwickeln können, dass wir wirklich das tun können, wo wir uns berufen fühlen, wohlfühlen. Aber der Schreiber hier, der kluge Mann schreibt, hey, gib Acht auf dein Herz, denn aus ihm strömt das Leben. Das ist das Allerwichtigste. Wenn es da krank ist, wenn das nicht gesund ist, dann hast du über kurz oder lang ein riesiges Problem. Und das ist der Grund, wieso wir am Anfang des Jahres entschieden haben, wir wollen eine Predigtreihe machen über die Gesundheit unseres Inneren. Weil wir haben vielleicht ganz viele Dinge, die wir anpassen wollen in unserem Leben, und in der ganzen Hektik geht das Innere so schnell verloren. Und heute geht es um Großherzigkeit, weil ich glaube, wenn wir innerlich gesund sind, wenn wir ein gesundes Herz haben, dann wächst es. Amen? Ich hör heute wirklich schlecht. Amen? Ja? Und ich wünsche mir ein großes Herz, ich hoffe, du auch. Wenn nicht, dann hör einfach mal hin, vielleicht inspiriert dich die Predigt trotzdem. Aber ich will dir zu diesem Thema, ich will dir eine Geschichte vorlesen. Wir blenden sie nicht ein, ich lese sie dir einfach vor. Es ist eine Geschichte, die Jesus erzählt. Wir finden sie in Matthäus 18. Dann kam Petrus zu Jesus und sagte: Herr, wie oft soll ich jemandem vergeben, der mir Unrecht tut? 7 Mal? Nein, antwortete Jesus, 70 Mal 7 Mal. Deshalb kann man das Himmelreich mit einem König vergleichen, der beschlossen hatte, mit seinen Bediensteten, die von ihm Geld geliehen hatten, abzurechnen. Unter ihnen war auch einer, der ihm sehr viel Geld schuldete. Also, wenn man das umrechnet, reden wir heute von einem Milliardenbetrag. Ein Betrag, den er never ausgleichen könnte. Und dann schreibt Matthäus weiter: Da er nicht bezahlen konnte, befahl der König das Folgende: Er, seine Frau, seine Kinder und alles, was er besaß, sollten verkauft werden, um damit die Schuld zu begleichen. Doch der Mann fiel vor ihm nieder und bat ihn: Herr, hab doch Geduld mit mir. Ich werde auch alles bezahlen. Da hatte der König Mitleid mit ihm, ließ ihn frei und erließ ihm all seine Schulden. Doch sobald der Mann frei war, ging er zu einem anderen Diener, der ihm Geld schuldete, eine kleine Summe, packte ihm am Kragen und verlangte, dass er auf der Stelle alles bezahlen sollte. Der Diener fiel vor ihm nieder und bat ihn um einen kurzen Aufschub. Hab doch Geduld mit mir, ich werde auch alles bezahlen. Doch der Mann war nicht bereit zu warten. Er ließ ihn verhaften und einsperren, so lange, bis er seine ganze Schuld bezahlt hätte. Als die anderen Diener das sahen, waren sie empört. Sie gingen zum König und erzählten ihm, was vorgefallen war. Da ließ der König den Mann rufen, dem er zuvor seine großen Schulden erlassen hatte, und sagte zu ihm: Du herzloser Diener, oder vielleicht auch du kleinherziger Diener, ich habe dir deine großen Schulden erlassen, weil du mich darum gebeten hast. Müsstest du da nicht auch mit dem Diener Mitleid haben, so wie ich mit dir Mitleid hatte? Der König war so zornig, dass er den Mann ins Gefängnis werfen ließ, bis er seine Schuld bis auf den letzten Cent bezahlt hatte. Genauso wird mein Vater im Himmel mit euch verfahren, wenn ihr euch weigert, euren Brüdern und Schwestern zu vergeben. Ja, Amen. So soll es sein. Ja? Was für eine schöne Geschichte, relativ entspannt. Es geht ganz lange um einen Diener. Das ist eine interessante Geschichte, eine interessante Situation, bis dann am Ende dieser letzte Satz kommt, der so richtig reinknallt, wo wir realisieren: Moment, es geht gar nicht um den Diener, es geht um dich und um mich und um dich. Es geht gar nicht um jemand anderes hier, es geht um uns.
Und das ist so ein Punkt, wo wir die ganze Geschichte beim letzten Satz nochmals zurückspringen, die ganze Geschichte nochmal durchgehen. Denn was bedeutet das für mich? Habe ich gerade verstanden, was ich hier gehört, gelesen, gesehen habe? Habe ich das realisiert? Genauso wird Gott mit den verfahren, die nicht bereit sind, den Geschwistern zu vergeben. Warum kommuniziert Jesus hier so krass? Ich meine, das könnte man auch sensibler formulieren. Seid ihr einverstanden mit mir? Ich finde das relativ happig. Es gibt ein paar Punkte, die ich hervorheben möchte. Das eine ist, Jesus war ja ein jüdischer Rabbi. Und jüdische Rabbis hatten es damals so an sich in der damaligen jüdischen Kultur, dass sie krass formuliert haben. Da ging es auch immer darum, unter allen, die redeten, die Aufmerksamkeit der Zuhörenden zu gewinnen. Das heißt, man hat auch Aussagen gebracht, wie eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reich in den Himmel kommt. Das ist eine überspitzte, eine extreme Aussage, die Leute hören hin. Und das ist sicher ein Grund. Jesus hat immer wieder auch extreme Aussagen gebracht, um auch die Menschen, die Aufmerksamkeit zu bekommen von den Menschen. Das Zweite ist, ich glaube, Jesus weiß auch, über welches Thema er gerade spricht. Und er weiß, dass dieses Thema uns so kaputt machen kann wie kaum ein anderes Thema. Nichts kann unsere Seele so stark kaputt machen und deformieren wie Unvergebenheit. Und er liebt uns. Und er will das Beste für uns. Wie könnte er da nicht deutliche Worte wählen? Ich habe mir Gedanken gemacht, als ich die Geschichte gelesen habe und dachte mir so, ja, ich glaube, wenn mein Kind etwas machen würde, wo ich ganz genau weiß, das macht ihn komplett kaputt, was würde ich nicht alles tun? Wenn mein Kind Heroin nimmt, wo ich ganz genau weiß, das wird sein ganzes Leben kaputt machen. Was würde ich nicht alles tun, um es davon abzubringen? Welche deutliche Worte würde ich verwenden, um mein Kind davor zu warnen, aus Liebe zu ihm? Nicht, weil ich es irgendwie einengen will, weil ich es schützen will, weil ich weiß, wo das hinführt und es schützen will. Und ich glaube, der dritte Punkt, wieso Jesus da so krass und auch so final formuliert, ist, weil er unser Ziel kennt. Er weiß genau, wo wir mal hingehen werden als seine Nachfolger. Er weiß das. Er weiß, wo wir jetzt sind. Er weiß aber auch, wie unsere Zukunft aussieht. Und wie das aussehen wird, das lesen wir in Offenbarung 21. Siehe, die Wohnung Gottes ist bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird mit ihnen sein, ihr Gott. Und abwischen wird er jede Träne von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Und kein Leid, kein Geschrei, kein Mühsal wird mehr sein. Denn was zuerst war, ist vergangen. Das ist der Himmel. Das ist das vollendete Reich Gottes. Das ist unsere Zukunft. Wenn wir Jesus nachfolgen, ist das unsere Zukunft. Ja, wir sind noch nicht da, aber das ist unsere Zukunft. Und Jesus weiß ganz genau, dass wir irgendwann da sein werden. Und er weiß ganz genau, dass Unvergebenheit da keinen Platz finden wird. Das weiß er. Kein Leid, kein Geschrei, kein Mühsal, keine Unvergebenheit. All das wird keinen Platz mehr haben in diesem Reich. Aber Gott will, dass wir in diesem Reich Platz finden. Das heißt, ich muss vergeben. Jesus sagt ja. Du musst vergeben. Weil er dich liebt, weil er dich in die Freiheit führen will. Der Punkt ist, wenn wir nachtragend sind, dann sind wir die Person, die zu tragen hat.
Und Jesus hat keinen Bock, uns dabei zuzuschauen. Wir sind die Person, die zu tragen hat, wenn wir nachtragen. Das ist aber nicht das Leben, was Jesus sich für uns vorgestellt hat. Und ich will jetzt nicht Vergebung in der Predigt zu was Kleinem machen. Darum geht es mir nicht. Ich will dir nicht sagen, du musst einfach vergeben. Ich glaube, wir haben das wahrscheinlich, wenn wir Themen in uns tragen. Gerade die Menschen, die wirklich schlimme Themen erlebt haben, haben das wahrscheinlich schon zu Genüge gehört. Du musst vergeben. Lass uns mal nicht jetzt dieses Wort müssen aussprechen. Jesus ist deutlich, es gibt keinen Weg daran vorbei, weil er weiß, es macht uns kaputt. Gott will letzten Endes, dass wir seine Ebenbilder werden. Das war schon immer seine Absicht. So hat er den Mensch geformt. Er hat immer sein Ebenbild geformt. Und damals im Paradies, Adam und Eva, war das so. Und dann kam die Sünde ins Spiel. Und dann hat der Mensch angefangen zu strugglen. Und irgendwann kam Jesus ins Spiel. Jesus kam auf die Welt, um uns zu zeigen, wie Gott wirklich ist. Und um alles auf sich zu nehmen. Alles auf sich zu nehmen, am Kreuz zu sterben und all diese Schuld, die uns von Gott trennt, all das, was zwischen uns und Gott aufgebaut ist, für ein und alle Mal im tiefsten Meer zu versenken. Und er hat uns gerecht gesprochen vor Gott und hat uns gezeigt, wie wir ein Leben leben können, das zum Ebenbild Gottes führt. Jesus sagt, folg mir nach. Diese Aussage kommt immer wieder. Leb das Leben so, wie ich es dir gezeigt habe. Paulus schreibt mal an die Römer, die er aber zuvor erwählt hat, die hat er auch im Voraus dazu bestimmt, nach dem Bild seines Sohnes gestaltet zu werden, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Jesus war bewusst einige Zeit auf der Erde und hat ein Leben gelebt, hat Dinge erlitten und eben nicht zurückgegeben, hat eben sich nicht verhalten wie ein Durchschnittsmensch, damit er uns zeigen konnte, wie wir diese Liebe Gottes in die Welt tragen können. In diesem Prozess, Gott will, dass wir Platz in seinem Reich finden. Dort, wo kein Leid, kein Schmerz, nichts mehr Platz hat. Gott will uns dort haben. Und wir alle wissen, und Gott weiß auch, wir sind noch nicht da. Und das Schöne ist, ich habe es noch nie erlebt, dass Gott Druck gemacht hätte, dass Gott gestresst hätte. Hast du das schon mal erlebt? Er ist so geduldig in diesem Prozess. Er lässt uns unser Tempo gehen. Aber er will weiterhin, dass wir seine Ebenbilder sind. Er will, dass wir ein weites Herz haben. Er will, dass wir ein Herz haben, wie wir es bei Jesus gesehen haben. Die Frage ist, wie das geht. Wie gehen wir heute hier raus? Was können wir anders tun, damit wir in einem Jahr wieder hier sitzen können und sagen können, mein Herz ist größer geworden. Weil das ist das, was ich dir wünsche. Dass du am 31.12.2024 sagen kannst, mein Herz ist größer geworden. Dann lasst uns Silvester feiern. Lasst uns Korken knallen, lasst uns anstoßen. Weil das sind die Dinge, die wir feiern sollten. Wenn unser Herz größer wird. Ich glaube, wir können das ein oder andere dafür tun, um diesen Prozess bewusst zu unterstützen. Dieser kluge Mann, der den Vers vom Anfang geschrieben hat, hat noch einen anderen guten Satz geschrieben. Er hat mehrere gute Sätze geschrieben. Ich will dir noch einen vorlesen. Er schreibt, manche sind freigebig und werden dabei immer reicher. Andere sind geizig und werden dabei arm. Wer anderen Gutes tut, dem geht es selber gut. Wer anderen hilft, dem wird geholfen. Ich glaube, unser Herz ist zwei Grundkräften ausgesetzt.
Die eine Kraft ist die Großzügigkeit, wenn wir diesen Vers ernst nehmen. Und die andere Kraft ist Geiz. Und beide Kräfte wirken auf unser Herz und machen etwas mit unserem Herzen. Großzügigkeit macht das Herz groß und weit. Geiz macht es klein. Und es ist wichtig, dass wir das ab und zu hören, weil ich habe noch Werbeslogans wie Geiz ist geil im Kopf, wo ich mir denke, nein, wenn wir das Wort Gottes ernst nehmen, ist Geiz überhaupt nicht geil. Im Gegenteil, Geiz bringt den Tod. Die Bibel zeigt uns ein Prinzip des Empfang und des Weitergebens. Immer wieder, das kommt immer wieder vor. Ich weiß nicht, ob du weißt, warum das Tote Meer in Israel tot ist. Das liegt nicht daran, dass es kein Frischwasser bekommt. Das hat Zufluss. Das Tote Meer hat Zufluss. Da kommt immer frisches Wasser rein. Das Problem ist, es hat keinen Abfluss. Es gibt kein Wasser ab. Und dann scheint die Sonne aufs Wasser, aufs Meer und verdampft das Wasser, dass es hoffentlich dann irgendwann mal wieder regnet, weil das dort so notwendig ist. Das ist ein normaler Prozess. Das Wasser wird verdampft und das Salz, was im Wasser ist, fällt runter. Und das Salzgehalt wird immer und immer größer im Wasser. So groß, bis das gesamte Leben weg ist. Bis alles tot ist. Nicht, weil zu wenig reinkommt, sondern weil nichts rausgeht. Das bringt den Tod. Empfangen und weitergeben. Das ist ein Prinzip, was uns die Bibel immer wieder lehrt. Aber wir leben in einer Gesellschaft, die uns beibringt, bekommen, 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 bekommen. Mehr, 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 mehr. Und wir müssen uns das als ganz bewusst in den Kopf rufen und in unser Herz rufen, dass wir die Wahrheit, die Gott uns beibringen will, wieder neu realisieren. Weil unsere Gesellschaft lehrt uns das nur selten. Die Grundlehre ist, schau zu dir, schaff dir mehr an, hab mehr. Da geht es mehr ums Empfangen. Und wir finden das in der Bibel immer wieder. Paulus schreibt an die Korinther, denkt daran, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Aber wer reichlich sät, wird auch reichlich ernten. Jesus selbst sagt, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Richtet nicht und ihr werdet nicht gerichtet werden. Und verurteilt nicht und ihr werdet nicht verurteilt werden. Lasst los und ihr werdet losgelassen werden. Oder da kann man auch übersetzen, vergebt und euch wird vergeben werden. Gebt und es wird euch gegeben werden. Ein gutes, gedrücktes, gerütteltes, überlaufendes Maß wird man euch in den Schoß geben. Denn mit demselben Maß, mit dem ihr messt, wird euch wieder gemessen werden. Ich finde das ein krasser Vers. Checkst du den? Ich habe da ein bisschen rumgekaut an dem Vers. Vor allem an der Frage, warum. Der zweite Teil ist gerade wunderbar, den kannst du gerade ein bisschen eingeblendet lassen. Das erste, das können wir verstehen, da geht es auch wieder, nimm, was du von Gott bekommst, gib es weiter, wenn du das machst, dann passiert ja auch das. Ich glaube, den Punkt haben wir jetzt, oder? Aber was soll das mit diesem, ein gutes, gedrücktes, gerütteltes und überlaufendes Maß will man euch in den Schoß geben, dem mit demselben Maß, mit dem ihr messt, wird euch wieder gemessen werden. Das ist doch spannend. Ich glaube, das schreibt einerseits definitiv von Gottes Großzügigkeit. Es sagt, hey, das Maß, was du bekommen wirst, das ist übervoll. Mach dir keine Sorgen, das ist gestopft. Das sehen wir auch immer wieder Aussagen von Jesus. Das kommt immer und immer wieder vor. Mach dir keine Sorgen, Gott ist großzügig, Gott gibt. Du wirst nicht zu kurz kommen. An anderer Stelle sagt Jesus in der Bergpredigt, hab keine Angst, geh für Gottes Reich, geh, go all in. Gib Vollgas. Und du musst nicht Angst haben, dass du selbst zu kurz kommst. Nein, Gott kennt dich, er hat dich lieb, er will das Beste für dich. Und er will dir das geben, was du brauchst und noch viel mehr. Und ich glaube, das schlägt hier wieder in dieselbe Kerbe rein. Der spannende Punkt hier finde ich den letzten Satz, den er anfügt. Und warum fügt er den an? Mit dem ihr messt, wird euch wieder gemessen werden. Mit dieses Maß, was ihr verwendet, wird auf euch auch wieder angewendet werden.
Das ist doch eine sauspannende Aussage. Das deckt sich mit dem, was wir vorhin gelesen haben. Wer wenig sät, wird wenig ernten. Wer wenig Barmherzigkeit, um auf diesen Vers zurückzugehen, gibt, wird wenig Barmherzigkeit ernten. Wer viel Barmherzigkeit sät, wird viel Barmherzigkeit ernten. Was heißt das? Ich glaube, es ist eine konkrete Ansage an uns, die uns sagt, das Maß, das kannst du definieren. Nimm ein Maß, wähle eins aus. Und das Maß, was du nimmst, wird wiederum auf dich angewendet werden. Du kannst ein kleines Maß nehmen, das ist nicht so anstrengend. Du gibst ein bisschen was, aber Jesus sagt, bedenke, dann bekommst du auch ein bisschen was. Ich werde es füllen, ich werde es stopfen, ich werde reinpacken, was geht, dass es überfließt. Aber das Maß bleibt das Maß, was du definierst. Du kannst sagen, ja, das reicht mir nicht, ich nehme das Maß. Da kannst du selbst mehr einfüllen, du kannst selbst mehr geben. Das ist eine gute Nachricht, ist aber auch eine anstrengende Nachricht. Und Gott sagt, geil, gehen wir für dieses Maß. Ich werde es dir füllen, ich werde es dir vollpacken, ich werde schauen, dass es überfließt und du wirst es bekommen. Ich liebe dieses Maß. Hey, ich habe noch 20 von denen, das dauert jetzt. Da passt noch mehr rein. Das ist noch schöner und noch anstrengender. Könnte man glauben, gell? Ich kann noch mehr reinpacken, ich kann selbst noch mehr geben. Und Gott sagt, geil, ich werde es dir füllen. Ich werde es stopfen. Ich werde rütteln. Ich werde gucken, dass keine Luft drin ist. Ich werde es vollpacken, bis es überfließt. Du definierst das Maß. Du definierst das Maß. Du entscheidest, welches Maß wir verwenden. Das ist up to you. Nimm das Kleine, nimm das Mittlere, nimm das Große. Das ist deine Entscheidung. Ich halte mich an deine Regeln. Was für eine spannende Aussage. Was für ein kleiner Add-on an einem wunderbaren Vers, der mir so ein schönes neues Bewusstsein auf Gottes Großzügigkeit schenkt. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir unsere Nachfolge, wenn wir sagen, wir sind Nachfolger von Jesus Christus, immer wieder auf den Prüfstand stellen und immer wieder einem Realitätscheck unterziehen. Das Thema mit dem Empfangen und Weitergeben ist ein entscheidender Punkt. Das ist ein entscheidender Punkt für unser Glaubensleben und es ist ein entscheidender Punkt, wie groß unser Herz wird. Weil es ist ein Unterschied, ob wir Nachfolger von Jesus Christus sind oder einfach christliche Egoisten. Das gibt es nämlich auch. Solange wir darauf bedacht sind, zu bekommen, und wenn wir bekommen haben, noch mehr zu bekommen, sind wir nicht Nachfolger von Jesus Christus, sondern christliche Egoisten. Und wir alle fangen mal dort an. Wusstest du das? Der Mensch ist von Grund aus ein Egoist. Mein kleinstes Mädchen ist ein halbes Jahr alt. Wenn das kleine Mädchen kein Egoist wäre, würde es sterben. Das darf nur an sich denken. Das darf nur an seine Bedürfnisse denken. Das muss der Mama sagen, wenn es Hunger hat. Und dann muss die Welt untergehen, wenn es Hunger hat. Dann muss alles andere unwichtig sein. Und das kleine Baby muss so laut, penetrant schreien, dass es unangenehmer ist, als wenn ein Düsenjet die Machlinie durchknallt, dass es Essen bekommt, weil es das Wichtigste auf der Welt ist. Und das ist wichtig. Der Mensch wäre nicht überlebensfähig. Am Anfang seines Lebens wäre er kein Egoist. Aber hey, wir werden älter, wir werden reifer, wir werden größer. Und Jesus ruft uns aus diesem Egoismus raus und sagt, das ist das Baby. Folg mir nach. Nicht damit du noch mehr bekommst, nein, sondern damit, dass du mit mir Gottes Reich bauen kannst. Und dieses Reich sieht so anders aus als diese Welt. Da können wir die Lehren unserer Welt oft nicht dafür anwenden.
Jesus fasst es ganz, ganz gut zusammen. Das ist auch ein kluger Mann. Das ist unglaublich. Johannes 13, ich gebe euch ein neues Gebot. Er sagt, liebt einander. Ihr sollt lieben, wie ich euch geliebt habe. Er sagt, wenn du das machst, dann musst du dich gar nicht mehr so intensiv mit den ersten 5 Büchern in der Bibel beschäftigen. Wenn du das tust, wenn du dich darum bemühst, so zu lieben, wie ich geliebt habe, dann hast du das Gesetz erfüllt, sagt er an einer anderen Stelle. Das ist es. Gott will dir viel anvertrauen. Gott meint es gut mit dir. Gott will dich beschenken, überfluten, mit allem Guten. Aber dafür brauchst du Platz in deinem Herzen. Er kann dir nicht mehr geben, als du Platz hast. Er kann dir nur so viel geben, wie du Platz schaffst. Du definierst das Maß. Und er sagt, ich werde es füllen, ich werde es vollstopfen, ich werde es rütteln, dass alle Luft rausgehen und werde draufpacken, was geht. Aber du definierst die Kapazität, du definierst die Größe. Und dabei geht es nicht ums Tempo. Dafür haben wir ein ganzes Leben Zeit. Ist das nicht eine schöne Nachricht? Wir müssen das nicht morgen hinbekommen. Aber wir können morgen etwas tun dafür, dass es in diese Richtung geht. Es geht um unseren Willen und es geht um Übung. Weil ich habe Good News für dich. Dein Herz ist kein Staubsauger. Es ist ein Muskel. Es ist ein Muskel, den du trainieren kannst. Es geht nicht darum, aufzusaugen, was du bekommen kannst. Es geht darum, diesen Muskel zu trainieren. Dadurch wird er größer. Es ist mit jedem anderen Muskel genauso. Wer trainiert hier? Du kennst es. Und wie wird ein Muskel größer? Arnold Schwarzenegger hat mal gesagt, when it burns, it grows. Ja, wenn es brennt, dann wächst es. Es muss ein bisschen wehtun. Es muss ein bisschen brennen. Dann fängt der Muskel an zu wachsen. Das ist so. Solange wir immer das machen, was uns angenehm ist, was uns einfach ist, wird der Muskel nicht wachsen. Normal. Ich habe bei mir jetzt in den Notizen einen wichtigen Hinweis gefunden. Da steht, Achtung, Moralinalarm. Das steht bei mir immer wieder in den Predigten. Weil jetzt können wir am Punkt kommen, wo wir sagen, jetzt gehen wir raus und Vollgas und jetzt knallen wir so richtig Gottes Reich in diese Welt. Ja, geil. Aber wenn die Motivation nicht stimmt, haben wir ein Problem. Wenn wir das versuchen, aus eigener Kraft zu machen, haben wir ein Problem. Sind wir uns da einig? Ja? Weil dann sind wir nicht Christen, dann sind wir nicht Nachfolger von Jesus Christus, sondern dann sind wir einfach optimierte Menschen. Und dafür sind wir nicht angetreten. Wenn du eine optimierte Persönlichkeit haben willst, lies ein gutes Buch, da gibt es mega viele. Oder schau gute YouTube-Videos. Das wird ja auch zu einem in die End. Wir sind eine Kirche, wir kommen zusammen, weil wir daran glauben, dass das Evangelium eine veränderte Kraft auf unsere Herzen hat. Richtig? Das ist so ein Punkt, den dürfen wir hier nicht verpassen. Das ist mega entscheidend. Wir handeln nicht alleine aus unserer Kraft, wir handeln auch aus unserer Kraft. Das ist ja das Schöne. Gott will sein Reich mit uns bauen. Sonst hätte er das Projekt Mensch einfach beiseite schieben können, hätte ihm sehr viel Herzschmerz erspart. Aber er will das. Er ist ein Beziehungstyp. Er will gemeinsam mit dir und mir Beziehung leben und gemeinsam mit dir und mir sein Reich bauen. Und deswegen lässt es sich darauf ein. Und was mir immer hilft, um das nicht zu vergessen, ist dieses Kreuz. Das Kreuz, das zeigt uns einerseits das Evangelium, was Jesus für uns getan hat, was wir an Ostern feiern. Gleichzeitig steht für mich aber das Symbol auch für was anderes. Es zeigt mir die 2 Richtungen, die im Leben so wichtig sind. Es zeigt mir die Beziehung zwischen Gott und mir und die Beziehung zwischen mir und meinen Mitmenschen. Und wenn ich sage, mach nicht alles aus deiner eigenen Kraft, dann meine ich damit, setz dich zuerst mal damit auseinander, was Gott für dich getan hat. Setz dich mal damit auseinander, mit welcher Gnade er dir begegnet ist. Mit welcher Barmherzigkeit er immer wieder auf dich zukommt.
mit was er dich alles versorgt. Ich meine, wenn es um Großzügigkeit geht, Leute, ich rede hier nicht einfach vom Materiellen, das ist zu klein gedacht. Wir haben so viel Wichtigeres bekommen als Materielles von Gott, dass wir in seinem Namen zusammenkommen können und er sich dazu gesellt und sagt, hey, wo ihr euch trefft zu dem Zeitpunkt, ihr könnt 10:30 Uhr oder 11 machen, ist mir wurscht, ich bin da als Schöpfer von Himmel und Erde. Das ist doch genial. Das ist doch wahre Großzügigkeit. Der große König, der Himmel und Erde geschaffen hat, der dich und mich geschaffen hat, ist nicht zu groß, um sich auf unseren Terminplan einzulassen. Ich glaube, wenn wir checken, was Gott für uns getan hat, wie Gott uns begegnet, das ist der Motor dafür, wie wir anderen Menschen begegnen können. Das soll uns antreiben. Das soll unsere Motivation sein. Und wenn du mit dem Thema merkst, da stockt es bei mir, geh zu Alpha Life. Alpha Life ist am Mittwochabend, du kannst immer noch einsteigen. Da geht es genau darum, was hat Gott für mich getan? Da kannst du dich genau mal mit diesen Themen befassen. Was bedeutet das für mich persönlich? Und du wirst merken, wie das dein Herz sprengt und etwas freisetzt. Eine Motivation, eine Kraft freisetzt. Weil das ist das Evangelium. Und jetzt ist die Frage, was gebe ich weiter? Weil nochmal, es geht lange nicht einfach nur darum, zu empfangen, zu empfangen, zu empfangen. Ich erinnere gerne an die Geschichte, die in Lukas 17 steht, wo Jesus 10 Aussätzige heilt. Und wie viele kommen zurück? Einer. Und wie viel liest du von den anderen 9? Nix. Kannst in der Bibel rumblättern, du findest nichts. Die haben ihr Wunder kassiert, die sind gesund geworden und danach sind sie ihre Wege gegangen. Nicht schlimm. Sie hatten eine Berührung mit Gott, dem Allmächtigen. Wer weiß, was im Leben danach wieder passiert ist. Aber zu dem einen, zu dem er zurückgekommen ist, der eine ist zurückgekommen und hat gesagt, danke Jesus, du hast mich geheilt. Der Priester hat es bestätigt. Er hat gesagt, dein Glaube hat dich gerettet. Das Empfangen alleine, das ist eine Sache. Wie viele Menschen kennst du, die mal mit dir unterwegs waren im Glauben, mit dir gemeinsam Kirche gebaut haben? Und wo sind sie heute? Sie haben Gottes Wunder erlebt. Sie hatten eine Beziehung mit ihm. Sie haben so viel bekommen, so viel von Gott bekommen. Aber wo sind sie heute? Das ist nicht das, was unsere Beziehung zu Gott intensiviert. Das ist nicht das, was unser Herz größer macht. Das ist nicht das, was wir von Gott bekommen, was das Herz größer macht, sondern das, was wir weitergeben. Und das sind viele kleine Dinge. Das ist nicht etwas, was wir einfach heute entscheiden und morgen machen. Ich will dir zeigen, wie das funktioniert. Es wird jetzt ein bisschen nervig und ein bisschen riskant. Kann ich das machen? Ist gut. Ja? Es dauert auch bestimmt nicht zu lange. Dein Herz wird nicht groß, wenn du sagst, jetzt will ich ein großes Herz. Dein Herz wird groß, wenn du sagst, ja, ich wurde verletzt und ich setze mich mit diesem Schmerz auseinander. Und wenn es sein muss, gehe ich in die Seelsorge und ich gehe das Thema meinerseits an. Und ich übe mich darin, zu vergeben. Und weißt du, bei dem Thema, vielleicht musst du nicht das größte Thema anpacken. Fang doch mal dort an, wo es einfacher ist, bei den kleinen Themen. Und sag mal, und dort will ich mal anrufen und sagen, nee, das hat mich verletzt. Aber ich vergebe dir. Weißt du warum? Nicht wegen dir, weil ich mich üben will darin, weil ich besser darin werden will. Tag für Tag will ich etwas dafür tun, dass mein Herz größer wird. Katze. Hä? Eine Katze ist es bis jetzt, genau. Da sind wir noch lange nicht an dem Punkt, wo wir sein wollen. Das ist eine absolut wichtige Erkenntnis. Ich glaube, da hat Gott gerade zu dir gesprochen. Ich habe so viel, was ich weitergeben kann. Kleine Dinge, große Dinge. Einmal irgendwas weitergeben, macht mein Herz nicht weit. Das sind die kleinen Sachen. Wenn ich mir bewusst werde, wie barmherzig Gott mit mir ist, kann ich mich entscheiden, Barmherzigkeit weiterzugeben. Ich kann mich mal auf einen Menschen einlassen in meinem Umfeld, der Leid erlebt. Und mich von seinem Leid bewegen lassen. Mal gucken, wo ist die Barmherzigkeit in meinem Herzen?
Passiert da was, wenn ich mich wirklich mit dem Laut auseinandersetze? Was habe ich alles am Materiellen? Das gehört auch zum Thema Großzügigkeit, aber es ist nicht Großzügigkeit per se, aber es gehört dazu. Was habe ich? Ein Haus. Wie kann ich damit großzügig sein? Ein Auto. Wie kann ich damit großzügig sein? Ich habe so viel Geld auf dem Konto. Ich habe nicht mega viel, aber doch sehr viel mehr als viele andere. Was kann ich damit tun? Wie kann ich großzügig sein? Im Kleinen, im Großen. Gebe ich Trinkgeld im Restaurant? Da denke ich, oh nee, ich hätte lieber gern mehr auf meinem Konto. Keine Ahnung, ob ich dir jetzt gerade auf den Schlips trete, aber ist mir auch wurscht. Ich will dich ermutigen, steh jeden Tag auf. Jeden Tag, setz dich damit auseinander, was hat Gott für mich getan? Und lass dich motivieren, von dieser Erkenntnis selbst weiterzugeben, weil weißt du was? Du bist Verwalter, du bist nicht Besitzer. Gott hat dir Dinge anvertraut und er sagt, hey, und wenn du im Kleinen treu bist, gebe ich dir Größeres. Wenn du im Kleinen treu bist, gebe ich dir mehr. Immer, er wird nicht platzen, keine Angst. Hoffe ich, das ist ein großzügiges Herz, ein weites Herz bekommst du nicht von heute auf morgen, Leute. Meine Predigt hat nicht den Anspruch, dich von heute auf morgen großzügig zu machen. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass es ein Lebensstil ist. Weißt du, was ich gerade tue, tut gut. Ich habe mich noch nie so vital gefühlt wie heute Morgen. Ich bewege mich. Merkt ihr das? Ich komme richtig in Fahrt. Weil ich mich entscheide, Tag für Tag im Großen und im Kleinen großzügig zu sein und darauf vertraue, dass Gott mir immer mehr gibt. Und ich definiere die Kapazität, verstehst du? Wenn ich mein Herz größer mache, dann kann ich mich freuen auf das, was Gott mir gibt. Nicht damit ich noch mehr habe, nein, damit ich noch mehr geben kann. Ich will eine Großzügigkeitsmaschine sein. Und weißt du, wie das Training heißt? Wie Gott mir, so ich dir. Schreib dir den Spruch auf den Kühlschrank. Unsere Welt sagt uns, wie du mir, so ich dir. Tust du mir was Böses? Jetzt sieht es langsam aus wie ein Herz, gell? Ja. Wenn du mir was Böses tust, tue ich dir auch was Böses. Aber wenn du nett mit mir bist, dann bin ich nett zu dir. Das ist Blödsinn. Wir sind Nachfolger von Jesus Christus. Weil Gott gut zu mir ist, bin ich gut zu dir. Das ist meine Motivation, das ist mein Antrieb. Und wenn wir uns nicht oft genug damit auseinandersetzen, was Gott mir getan hat, dann geht mir der Sprit aus. Verstehst du? Entschiedene, bewusste, wiederholte Großzügigkeit killt jeden Geiz. Das sind die Good News. Und deswegen trainiere. Aber ich will dir da nochmals mit einem anderen Bild 2 Tipps mitgeben. Heute ist Tag der Illustration. Das ist eine 10 Kilo Hantel, die ist für mich. Ich mag es ab und zu einfach mal wieder ein bisschen zu trainieren, irgendwas für meine Muskulatur zu tun. Merkt es, immer wenn ich es mache, tut es mir gut. Okay? Das stärkt meine Muskulatur, hält mich fit. Wenn ich jetzt die aber meinem 6-jährigen Jungen gebe, hilft ihm das? Hilft ihm nicht? Das ist too much. Hey, es ist kein Sprint. Wenn es um Großzügigkeit geht, wenn es um ein großes Herz, ein weites Herz geht, das ist kein Sprint. Du musst dir keine Zehrung holen. Trainiere diesen Muskel. Es ist der wichtigste Muskel, den du hast, dein Herz. Aber mach's bedacht. Fang dort an, wo du bist. Wenn du merkst, dass bei dem Thema fällt es mir schwer, überfordere dich selbst nicht. Aber tu auch nicht nichts. Nimm vielleicht 2, 3 Scheiben Drap. Nee, man sollte regelmäßig machen, auf 2 oder 4. Aber wenn ich meinem Kleinen was geben will, nehme ich die beiden großen Scheiben Drap und dann kann man mal mit 5 Kilo probieren. Das ist ein Viertel seines Körpergewichts, was er damit anfangen kann. Sonst schade ich ihm nur. Und nochmals, prüfe deine Motivation. Vergiss das nicht. Weil wenn du das vergisst, hast du ein grundlegendes Problem. Du bist nicht dazu berufen, aus eigener Kraft großzügig zu sein, sondern dich damit auseinanderzusetzen, was Gott für dich getan hat. Und das soll dich motivieren, anderen gegenüber großzügig zu sein. Und dann wirst du sehen, dann wirst du am 31.12. eine Tischbombe zünden, einen guten Wein oder einen Sekt aufmachen
und feiern, dass dein Herz in diesem Jahr größer geworden ist. Und wenn es nicht passiert ist, komm auf mich zu, dann bin ich schuld. Aber ich verspreche dir das, dass das passieren wird. Da bin ich fest davon überzeugt. Und bevor ich jetzt noch mehr laber, will ich dir einen Moment Zeit geben. Ich habe dir ein paar Fragen mitgebracht. Und du wirst diese Fragen wahrscheinlich nicht jetzt beantworten können. Aber vielleicht kannst du jetzt einen Anfang machen. Vielleicht kannst du ein Foto davon machen und kannst dich mal ein bisschen zurückziehen. Meine Fragen an dich sind: Was hast du von Gott bekommen? Und ich kann dir nur Mut machen. Setz dich mal wirklich mit der Frage auseinander. Weil wenn du dich wirklich mit dieser Frage auseinandersetzt, kommt dir ganz, ganz viel in den Sinn. Und ich verspreche dir, das weckt Leben in dir. Und dann kannst du überlegen, was gebe ich weiter? Womit bin ich großzügig? Ganz konkret. Und wo entdecke ich vielleicht auch noch Geiz in mir? Weil, weißt du, es kann sein, dass du diese Großzügigkeit in gewissen Bereichen hast, aber bei gewissen Themen machst du immer den Nee. Ich sage dir, Gott will, dass du großherzig bist und er will mit dir einen Weg gehen in diesem Jahr. Und ich mache dir Mut, lass dich mal auf diese Fragen ein. Und du wirst erleben, wie dein Herz größer und größer wird. Und Gott dich zu der Person machen will, die er von Anfang an im Kopf hatte, als er dich gemacht hat. Amen.